Guten Morgen. Im letzten Video bin ich ja Feldmarschall geworden und heute versuchen wir mit demselben Deck noch ein bisschen im Rang vom Feldmarschall hochzuklettern. Mal sehen, wie weit wir kommen, bis wir die erste Niederlage einfahren. Wir spielen jetzt einfach ein paar Runden. Mal sehen, wie es läuft. Wie gesagt, alles was rusht oder mischelt, kann meinem Deck gefährlich werden. Aber gegen alles andere habe ich eigentlich eine Chance. Jetzt haben wir hier einen Japaner, der ist meistens schnell. Japaner spielen meistens auf Tempo oder auf Mischeln. Selten was anderes. Die Ausgangslage wäre eigentlich recht gut, falls er nichts in der Front hat. Der spielt mit Frankreich. Setzen wir hier meinen zweiten Panzer. Und dann geht er in die Front. Der ist schon nicht mehr so gut überwindbar, außer der setzt ihn fest. Natürlich. Zum Glück kann er ihn nicht festsetzen und zerstören. Seine Karte wäre eigentlich dafür gemacht gewesen, meine Einheit festzusetzen damit und dann gleich zu zerstören. Jetzt hat der Schock, der ist festgesetzt. Dann nehmen wir seine Einheit aus dem Spiel. Sonst hat er dann eine Wache. Ja, jetzt ist er weg. Ja, war klar. Na, jetzt setzt er mich. Den fest. Und dann setzt er noch fest. Wir nehmen den Sturm, damit ich, wenn er eine Einheit einsetzt, sie gleich zerstören kann. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die Front. Jetzt hat er mir beide Panzer zerstört für meine Elite-Karte. Einen habe ich noch im Deck. Wir zerstören jetzt seinen Flieger. Setzen ein. Angriff. Da ein Angriff. Der geht in die Front.
Als nächstes müsste ich eigentlich diesen Panzer setzen. Okay, jetzt hat er die mal festgesetzt. Und alles an. Wir reden sogar aus dem Spiel. Okay. Jetzt habe ich die Elite-Einheit. Mal was mischen. Also der 2 von diesen, da kann man hier einen zerstören. Hat er nur eine Sache-Karte? Okay. War jetzt recht einfach eigentlich. Hätte auch viel schwieriger werden können. Na gut. Versuchen jetzt weiter. Es kann jetzt sein, dass ich so ziemlich jede Runde auf denselben Spieler treffe. Also ob ich wieder diesen Japan-Spieler mit Frankreich erwische. Diesmal ist es ein anderer. Ein T-Krug. Sehr interessant. Also ein Panzer. Der muss weg, weg, weg. Wir lassen das mal so stehen. Ah, der kommt mit dem Duke. Also der setzt auf Wettereffekte. Und noch ein bisschen was bewegen dann. Okay. Jetzt kriege ich da den Sturm. Ich bringe jetzt meinen Bomber, damit ich mehr Karten habe. Sonst zerstört er mir einfach gezielt eine. Und dann kann mir weder diese Karte noch diese Karte zerstören. Dann setze ich vielleicht die andere. Das Problem ist jetzt, ich bringe diesen da. Jetzt zerstört er mir zwar den Bomber, aber ich kann in der nächsten Runde diesen und diesen einsetzen. Also ich brauche hier meinen Veteranenpanzer. Ah, jetzt bringt er. Okay. Ich bringe jetzt meinen Veteranenpanzer plus diesen da mit Sturm. Okay, die Zieleinheit und alle mit demselben Namen ziehen sich zurück. Bringt jetzt nicht wirklich viel. Als nächstes kann ich eigentlich den einsetzen. Mit dem das der macht zu wenig Schaden. Ich brauche 4 Schaden. Und ich muss zuerst den ausschalten. Der setzt mir jetzt. Der setzt sie nicht nur fest, den zerstört er gleich. Dann setzt er fest, okay. Der hat Blitz. Der müsste ja jetzt
reichen, um diesen zu zerstören. So. Und ich gehe in die Front. Weil sonst ist er in der Front. Panzer spielt, das war klar. Ist festgesetzt. Okay. Die Frage ist, macht der 3 Schaden? Der macht nur 2 Schaden. Okay, ist er da einen mächtigen Flieger? Oh, der hat die neuen Forschungskarten im Deck. Okay. Also jetzt muss der mal weg. Den ziehen wir zurück. Damit gehen wir in die Front. Und wir setzen noch diesen da. Jetzt wird ja dann alles auf die Hand gespielt. Das ist so doof. Den Flieger hätte ich eigentlich gerne wieder zurück auf die Hand gekriegt. Okay. Bringen wir diese beiden Schockflieger. Dann kann ich seinen Flieger neutralisieren. Er kann nur einen festsetzen. Ja, er kann 2 festsetzen. Okay. Das heißt, ich brauche diesen da. Weil wenn der verletzt ist, macht er nicht mehr so viel Schaden. Und diesen da. Jetzt hat er kein Schnellfeuer mehr und er macht nicht mehr so viel Schaden. Ich habe keine Ahnung, was die japanische Forschung verursacht. Sind wir gespannt. Also wir müssen in die Front. Der muss weg. Der muss in die Front. Und die werden jetzt an alle auf die Hand gespielt. Gehen wir mit dem auf die Front.
ist jetzt weg. Na gut, wir spielen wieder diesen Flieger. Spielen wieder diesen Flieger. Diese Einheit und diese Einheit. Jetzt habe ich seinen Flieger hat er wieder. Das hat er jetzt wahnsinnig gut gemacht. Das war wirklich stark. Imperiale Waffe. Was ist das? Okay. Das ist recht spannend. Also ich kann jetzt 1, 2 davon ausschalten. Setz mal diesen. Jetzt Zerstörung. Also wir schalten mal diesen aus. Dann schalten wir diesen aus. Und der geht in die Front. Und jetzt macht er 8 Schaden. Weil ich keine Wache habe. Okay. Das war jetzt eine spannende, interessante Runde für mich. Dann komme ich natürlich nicht weiter. Wir spielen jetzt noch eine Runde 3. Jetzt haben wir mal einen Amerikaner. Weg, weg. Also brauchen wir als erstes meine Schockeinheit, dann den Panzer und die Schockeinheit. Mein Panzer, Schockeinheit. Also der spielt auch mit Wettereffekten. Aber ich habe jetzt eine ziemlich starke Einheit bereits in der Front. Ich nehme jetzt diesen rein. Dann wird er noch stärker. Dann brauche ich dann irgendwie mal. Okay. Ah, jetzt kommt er mit dem Sturm. Dann einmal diesen da. Einmal diesen da. Einmal diesen da. Weil wenn er einen Sturm hat, brauche ich. Jetzt macht er entweder hier 6 Schaden zum Beispiel. Ah, der kommt mit diesem da. Okay. Dann nehmen wir den aus dem Spiel. Ich gehe hier in die Front. Greif
zerstört diese Einheit, okay. Habe ich es doch erwartet. So. Ja, das war jetzt so ziemlich die schlechteste Wahl, die er haben konnte. Wir können jetzt noch genau den aus dem Spiel nehmen. Jetzt setzen wir den ein. Hier 4 Schaden. Gehen da in die Front. Nochmal 4 Schaden. Gehen hier ebenfalls in die Front. Und setzen noch diesen da. Also jetzt kann hier eigentlich jeder an der Front kann sein Hauptquartier zerstören. Und er hat die beste Karte für die Front. Den hat er bereits gespielt. Okay, jetzt bin ich noch 5. Die Runde war ja jetzt schnell. Machen wir noch eine 4. Runde. Spielt, glaube ich, nicht so eine Rolle, ob ich 3 oder 4 Runden mache. Die meisten Zuschauer kommen gar nicht so weit, dass sie das ganze Video schauen. Wir haben hier einen Japan-Spieler. Weg. Okay, die Starthand ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Ich habe meinen Panzer für die Veteranen. Ich habe eine Veteraneneinheit. Das ist wieder so einer da. Der wird jetzt meine Einheit blocken, damit sie nicht in die Front kommt. Oder vielleicht sogar zerstören. Jetzt kommt er mit dem Sturm, dann kann er ebenfalls eine Einheit zerstören. Greift jetzt mein Hauptquartier an, würde ich auch machen. Ich gehe jetzt hier mal damit rein und setze den erst in der nächsten Runde. Er kommt nicht mehr in die Front, das heißt, ich gehe jetzt hier in die Front. Ich setze auch diesen Panzer und brauche einen Sturm. Der ist, ja, wir nehmen allen Feinden 2 Schaden. Jetzt kann er eigentlich seine Elite-Einheit nicht sinnvoll setzen. Aber er kann eine Einheit zerstören, ja. Und plus 1. Der kann er nicht zerstören mit seiner Elite-Einheit. Den auch nicht.
1, 2, 3. Wir fügen allen Feinden 2 Schaden zu. Und wenn ich den Panzer setze, hat er immer noch seine Elite-Einheit. Wir gehen hier in die Front. Wetterkarte. Und Blitzkarte. Hat er nicht so gerne. Okay, der muss jetzt weg. Und da hätte ich gerne wieder. Okay. Na, jetzt kann er mir den zerstören. Ja, ich musste den eigentlich opfern. Ich habe ja noch einen zweiten drin. Okay, ein Sturm. Setzen wir mal diesen da. Dann setzen wir diesen da und greifen an. Und wir greifen hier ebenfalls an. Jetzt kann er mir den zerstören mit seiner Elite-Karte. Aber ich habe hier genug Schaden für sein Hauptquartier. Ja, ich habe ja immer noch... er kriegt nochmal eine Wetterkarte. Okay, zum Glück habe ich seine Wache weggehauen. Regen. Jetzt will er seine Einheiten verteidigen. Okay. Also jetzt haben wir hier den Windhund. Einmal da bitte. Dann einmal da bitte. Dann einmal da bitte. Und dann in die Front. Ja, nochmal Regen. Äußerst spannend. Also wir haben hier diese Einheit. Und wir haben hier diesen Flieger. Und mehr haben wir nicht. Jetzt kann er 3 Schaden machen, 4 Schaden machen. Das war jetzt unentschieden.
plus 2. Dann hat der 6. Also, der muss mal weg. Der hat einen Schaden. Okay. Jetzt macht er 3, 4. Wenn ich ihn zerstöre, 5 Schaden. Verliere ich vermutlich auch die Runde. Ja, jetzt macht er 3, 5 Schaden. Und wenn ich seine Einheiten zerstöre, mache ich mir ja selbst Schaden. Okay. Dann haben wir hier eine Elite-Einheit. Was kann ich zerstören? Ich kann diesen zerstören. Kann ich diesen zerstören? Und ich bin tot. Ach Mann, um Einsatz nicht gereicht. Egal. Das Video ist sonst so viel zu lang. Wir beenden das Video hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, falls überhaupt jemand so lange zugeschaut hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Abonnieren und ja, solange ihr halt schaut. Vielen Dank dafür. Tschüss.